Die Sünde trennt uns von Gott. Wenn wir also sündigen, trennen wir uns dadurch von ihm, der die Quelle des Lebens ist. Die letztendliche Folge dieser Trennung von Gott ist der Tod. Denn der Sünde Sold ist der Tod. In Jesaja 59, in den Versen 1 bis 2 lesen wir: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, geschahen unmittelbar zwei Dinge. Erstens, sie erkannten, dass sie nackt waren, denn durch ihren Ungehorsam verloren sie ihre weißen Kleider, mit denen sie zuvor bedeckt waren, und worauf sie sich mit Feigenblättern bedeckten. Das zweite, was sie taten, war, sie verstecken sich vor dem Angesicht Gottes. Unsere Missetaten trennen uns von Gott, und unsere Sünden verbergen sein Angesicht vor uns. Nicht, weil Gott das so möchte, denn seine Hand ist nicht zu kurz, um uns zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um uns zu hören, sondern weil die Sünde uns von Gott trennt. Wenn der Mensch sich also von seiner Energiequelle trennt, dann wird er sterben. Die Sünde trennte Adam und Eva nicht nur von Gott, sondern es bewirkte auch, dass sie sich vor ihm fürchteten. Und so sehen wir, dass von da an die Beziehung zwischen Mensch und Gott nicht mehr die gleiche war, denn die Sünde trennte sie von ihm. Doch nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, gab Gott ihnen die wunderbare Verheißung eines Nachkommens, die frohe Botschaft, und die finden wir in 1. Mose 3, Vers 15. Indem er zu der Schlange sprach: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott gab ihnen die Verheißung eines Nachkommens, der hier auf die Welt kommen würde, um das Sündenproblem zu lösen, nämlich mit seinem eigenen Blut, und so die Beziehung zu Gott wiederherstellen. In 1. Mose 5 können wir in der Auflistung der Nachkommen, die mit Gott gewandelt sind, angefangen bei Adam bis hin zu Lamech, etwas Interessantes entdecken, nämlich in der Bedeutung deren hebräischen Namen. Denn wenn man die Bedeutung deren Namen einmal zusammenstellt, ergibt das Christi Auftrag. Ein Mensch oder Mann, der dazu platziert oder benannt wurde, wird den elenden oder gefallenen Menschen, der bedauerlich ist, von Gott segnen und ihm Ruhe und Erholung schenken. Und zwar dadurch, dass er herabsteigen wird, also in diese Welt kommt, um zu lehren und bis in den Tod gehorsam zu sein. Denn sein Tod wird Kraft bringen. Und ist das Evangelium von Christus, wie Paulus es schreibt, nicht Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt? Und ist Christus nicht auf die Welt gekommen, um bis zum Tod am Kreuz gehorsam zu sein? In Johannes 1, Vers 14 lesen wir: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, das hier für wohnte steht, ist das griechische Wort skeno und bedeutet Aufstellen des Zeltes, eine Stiftshütte haben, verbleiben, wohnen. Wir finden also in der Bedeutung dieses Wortes die Sprache des Heiligtums. Jesus kam, um bei uns zu sein, eine Stiftshütte mit uns zu haben. Er kam, um mitten unter uns zu sein und bei uns zu wohnen, um sein Heiligtum mitten unter uns aufzustellen. In 2. Mose 29, Vers 42 lesen wir: Als Gott Mose dazu beauftragt hatte, ein Heiligtum zu bauen, so sagt er in dem Vers 42, dass dies der Ort ist, wo er mit uns zusammenkommen möchte. 2. Mose 25, Vers 8: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott wollte mitten unter ihnen wohnen. In Johannes 2, Vers 19 bis 21 sprach Jesus zu den Juden:
brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Jesus ist unser Tempel, er ist unser Heiligtum, Gott mit uns. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Immanuel, Gott mit uns. Wieso ist es Gottes Wunsch, unter uns zu wohnen? In Matthäus 1, Vers 21 und 23 heißt es, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Unser Problem ist die Sünde, doch Jesus kam, um uns von unseren Sünden zu erretten. Nicht in unseren Sünden, sondern von unseren Sünden. Jesus kam, um etwas von uns zu nehmen, doch damit er das tun konnte, musste er mitten unter uns wohnen. Viele Christen denken heute, dass das Heiligtum etwas Alttestamentliches sei. Doch Paulus sagt uns in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und wo er das schrieb, da gab es noch kein Neues Testament. Und auch im Hebräerbrief finden wir das Heiligtum. Und ohne das Heiligtum könnten wir vieles in dem Buch der Offenbarung gar nicht erst verstehen, weil darin die Sprache des Heiligtums enthalten ist. Das Heiligtum zeigt uns, wie Gott das Problem der Sünde lösen wird. In dieser Serie möchten wir das Heiligtum studieren und durch die verschiedenen Abteilungen der Stiftshütte gehen, die darin enthaltenen Gegenstände und deren Bedeutung studieren und somit Gottes Erlösungsplan besser verstehen lernen und darin die Schönheit des Evangeliums entdecken. Allein schon, wenn wir uns einmal dieses Bild vom Heiligtum betrachten. Es gab nur eine einzige Tür in das Heiligtum. Darauf folgte der Brandopferaltar, auf dem man ein Tier opfern musste. Das war der Platz, an dem das Lamm sterben musste. Dann kam das Waschbecken und nachdem kam man durch den ersten Vorhang in das Zelt hinein, in das Heilige, wo der Schaubrottisch stand, der Rauchopferaltar und der 7-armige Leuchter. Und dann hinter dem zweiten Vorhang im Allerheiligsten war da die Bundeslade, in der Gottes Gesetz, der Stab Aarons und das Manna lag. Alles, was wir hier in dem Heiligtum sehen können, war das, was Gott dafür bestimmt hat, um das Problem der Sünde zu lösen. Sogar die Anordnung der Gegenstände zeigt uns den Weg, den Gott dazu bestimmt hat, um das Problem der Sünde zu lösen, nämlich das Kreuz. Jesus ist die Tür, die ins Heiligtum führt. Jesus ist das Lamm Gottes. Jesus ist das Wasser des Lebens. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist unser Mittler. Jesus ist das Licht der Welt. Und Jesus ist das personifizierte Gesetz, denn Jesus kam nicht, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Das Heiligtum offenbart uns Jesu Erlösungsweg, den Weg, den er hier auf Erden gegangen ist, um uns zu erlösen. Alles, was wir im Heiligtum finden können, weist auf ihn hin und ist mit ihm und seiner Aufgabe hier auf Erden verbunden. Wie also kann es sein, dass so viele Christen vom Erlösungsplan sprechen, ohne je einen Bezug zum Heiligtum zu machen? Wie können wir überhaupt ohne das Heiligtum, das uns den Dienst und das Erlösungswerk Christi aufzeigt, den Erlösungsplan verstehen und was seine Aufgabe war und heute noch ist? All das, was auf ihn hingewiesen hat und wie er das Sündenproblem lösen würde, wie will man das alles ohne das Heiligtum überhaupt verstehen können? Wieso spricht Jesus denn im Buch der Offenbarung davon, dass er im himmlischen Heiligtum ist? Und wieso spricht der Hebräerbrief davon, dass Jesus in das himmlische Heiligtum eingegangen ist? Nämlich nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Wenn das Heiligtum doch nur etwas Alttestamentliches ist. Hat es nicht einen Grund, weshalb Jesus bis heute noch nicht zurückgekommen ist? Wie viele Menschen, und gerade auch die Mehrheit der Christen, haben keine Ahnung über den gegenwärtigen Dienst Christi im himmlischen Heiligtum. Wenn wir uns nochmal das Heiligtum betrachten,
so sehen wir, dass Jesus mit seinen Füßen ans Kreuz genagelt wurde, wobei sein Blut am Kreuz hinunterrann. Ein römischer Soldat stach ihm in die Seite, worauf Wasser und Blut aus seiner Seite herauskam. Wusstest du, dass mit dem Wasser des Waschbeckens sich der Priester das Blut von den Händen wusch? Wasser und Blut, genau wie bei Jesus am Kreuz, als man ihm in die Seite stach. Der Platz des Schaubrottisches, die rechte Hand von Jesus, die man ans Kreuz genagelt hatte. Der Platz des Rauchopferaltars. Jesus starb an einem gebrochenen Herzen. Der Platz des Leuchters. Jesu linke Hand, die man ans Kreuz genagelt hatte. Und der Platz der Bundeslade. Die Dornenkrone, die man ihm auf sein Haupt legte. Und auch von da floss sein Blut hinunter. Im weiteren Verlauf unseres Studiums über das Heiligtum werden wir gemeinsam die verschiedenen Phasen seines Dienstes betrachten. All das, was Jesus tat, um uns vor der Sünde zu erretten. Jeder Christ, und ich meine wirklich jeder, sollte das Heiligtum studieren und verstehen können, weil die ganze Bibel in der Sprache des Heiligtums geschrieben ist. Denn alles, was uns im Alten Testament gegeben ist, dient dazu, uns aufzuzeigen, dass Christus alles wahrhaftig vollbracht hat, wozu er in diese Welt gekommen ist. Was lesen wir in Lukas 24? Was Jesus tat, als er mit den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus war. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Im Psalm 77, Vers 14 lesen wir: Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Das Wort, welches hier für Weg steht, lautet im Hebräischen Derek und bedeutet Straße, Weg, Reise, Richtung. Das Heiligtum ist der Weg, die Richtung, die uns Gott zeigt, eine Reise, die wir mit Gott beginnen, eine Reise, auf der uns Gott zeigen möchte, wie er uns wieder in seine Gegenwart bringen möchte. In der ersten Phase seines Dienstes kam Jesus auf diese Erde, um zu sterben und wieder aufzuerstehen. Danach, erklärt uns der Hebräerbrief, ging er in das himmlische Heiligtum als unser Hohepriester ein. Und danach, so lesen wir in Offenbarung Kapitel 11, ging Jesus in das Allerheiligste hinein. Das Heiligtum zeigt uns die verschiedenen Phasen seines Mittlerdienstes auf. Und wenn wir wissen möchten, wo Jesus wirklich ist, was er für uns getan hat und was er jetzt gerade tut, so ist es wichtig, dass wir das Heiligtum studieren. Denn Jesus kam nicht nur, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, denn sein Mittlerdienst umfasst noch etwas mehr, und wie wir gesehen haben, war sein Tod am Kreuz die erste Phase seines Dienstes. Denn was geschah, wenn im Alten Testament jemand gesündigt hatte? Im 3. Buch Mose wird uns das alles erklärt. Man brauchte ein fehlerloses Lamm, auf das man seine Sünden legen sollte, die man zuvor bekannt hatte. Es ist also dasselbe, was wir heute noch tun, indem wir unsere Sünden auf das wahre Opferlamm legen. Nämlich, wenn wir unsere Sünden zu Jesus bringen und ihn um Vergebung bitten. Dieses Tier musste danach an meiner Stelle sterben, als ein stellvertretendes Opfer. War nun damit das Sündenproblem erledigt oder was geschah danach? Denn viele Christen denken, man bekennt seine Sünden, das Tier wird geopfert, Tier ist vergeben und die Sache sei nun erledigt. Aber das stimmt so nicht. Denn nachdem man das Lamm geopfert hatte, musste der Hohepriester das Blut des Lammes nehmen und damit ins Heiligtum gehen und es mit diesem Blut besprengen. Und einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, reinigte man das Heiligtum von allen Sünden. Jedoch nur die Sünden, die man zuvor auch im Heiligtum bekannte, konnten auch vergeben werden. Dies zeigt uns bereits 2 Phasen von Christi Mittlerdienst auf. Jesus kam als das wahre, makellose Lamm, das für unsere Sünden starb. Er ist aber auch unser wahrer Hohepriester, der wie in Hebräer 9, Vers 12 geschrieben steht, mit seinem eigenen Blut ins himmlische Heiligtum eingegangen ist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern.
Christi Tod am Kreuz war die erste Phase seines Dienstes hier auf der Erde. Danach, als er in den Himmel ging, begann seine zweite Phase, nämlich als Hohepriester. Doch traurigerweise haben viele Christen überhaupt keine Ahnung davon, dass Christus als Hohepriester ins himmlische Heiligtum eingegangen ist. Wie viele haben schon den Hebräerbrief gelesen und dennoch nicht deren Bedeutung begriffen oder dessen Inhalt Beachtung geschenkt? Wenn man also verstehen möchte, was es bedeutet, dass Christus unser Hohepriester ist, muss man zuvor verstehen können, was der Hohepriester im Alten Testament für eine Aufgabe hatte und was sein Dienst bedeutete. Als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, sprach er von seiner irdischen Aufgabe. Doch er muss noch etwas anderes tun. Und deshalb möchte ich euch dazu ermutigen, dieses spannende Studium über das Heiligtum fortzusetzen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch Gottes Segen.